Passt so, warten wir da schnell. Wenn wir damit zumachen, jetzt brauchen wir schon eine andere Muse. Alter, jetzt reißt es mir da waschen, bist du behindert. Hoppala. So. Wenn wir schnell mal Game Capture zumachen. Gut. Ich halt was du da hätte ich mich bei dir nie oben da. Abgesehen davon. So. Na, aber ganz cool. Also, ich meine, für die wo jetzt vielleicht Naruto, ich weiß, da haben einige da mit die wo damit nichts anfangen können, ja. Das ist mir durchaus bewusst. Aber es ist, glaube ich, ganz nett zuzuschauen. Und ich muss jetzt sagen, für das, dass das Spiel doch 15 Jahre auf dem Buckel hat, ist eigentlich ganz anständig. Von der Optik her. Und ist auch mal ein wenig anders da gestaltet. Es ist nicht nur einfach rein umeinander prügeln, sondern du hast halt auch mal so ein paar Open-World-Passagen mit dabei, wo du halt ein bisschen rumhupfen kannst. So Jump-Run. Genau. Jetzt wird's dafür gleich ein wenig anstrengender. Jetzt wird mein Elden Ring dann reinschauen. Da haben wir gestern Abend nur einen ziemlich knackigen Boss gemacht. Der uns in ein verstecktes Gebiet im Endeffekt gebracht hat. Das werden wir uns aber heute noch nicht anschauen, weil das ist ziemlich Endgame-Gebiet. Wir machen heute einen Haus Vulkan weiter. Ich habe mich da jetzt, habe ich vorher schon erwähnt, im Internet noch kurz ein bisschen spoilerfrei schlau gemacht, was man da muss. Wir müssen einfach die Questline von derer erfüllen. Ja? Dann kriegen wir von derer irgendwann einen Schlüssel und mit dem Schlüssel können wir eine Tür öffnen und durch die Tür können wir dann, ja, im Endeffekt drum und das schauen wir uns jetzt noch halt an. Hat man es gestern schon den Hinweis gekriegt, dass da irgendwo ein riesiger Boss sein muss, also eine Schlange quasi, es ist von einer Schlange geredet worden. Und ich als erfahrener Soul-Spieler gehe damit davon aus, dass das ein Boss ist, weil was war denn das sonst? Oh weh, jetzt wieder das Mimimi von gestern. Was heißt da Mimimi von gestern? Ich hab gestern überhaupt kein Mimimi nicht gemacht. Abgesehen davon haben wir nicht auf 2 Mal gelegt. Ich bin zwar davon ausgegangen, dass wir nicht schaffen, weil der doch sehr, sehr tanky war und gut Schaden gemacht hat, aber haben wir ihn halt dann doch umgehauen. Das hilft halt aber nicht. Aber es kann durchaus sein, dass wir heute ein wenig öfter aufs Maul kriegen. Ne? Echt jetzt nicht einmal bestreiten. So, wo haben wir Elden Ring? Ich hab vorher in der Früh nur ein bisschen Backtracking betrieben. Es ist nichts Spannendes passiert. Ich hab eigentlich nur die 2 Dungeons noch gemacht, die ich noch offen gehabt hab. Und mehr war eigentlich nicht. Ja? Mehr habe ich nicht gemacht. Ist auch nichts Spannendes nicht passiert. So, abgesehen davon. So, machen wir leise. Und dann gehen wir schon um. Haben wir da die Kim wieder da oben. Damit das auch wieder passt. Sehr gut. Ja, der Boss war auch zu stark. Der Boss war für die Verhältnisse zu stark. Wir hätten den eigentlich noch nicht machen sollen. Der war auch zu stark, definitiv. Aber, ja, ich habe halt Skill-Kappa. Na, scheiß, war halt auch wegen mehr Dusel, muss man auch sagen. Aber gut, das braucht man ab und zu so. Warum habe ich jetzt keinen Ton? Ton wo? Warum geht jetzt so kein Ton nicht? So, aber ich soll halt den Kopfhörer aufmachen, gell? Das war halt das Nächste. Mehr Dusel wie Verstand. Ja, so jetzt nicht, aber ein bisschen Glück auch gehabt. Ein bisschen Glück habe ich schon gehabt, so muss man sagen. Also es war jetzt nicht komplett auf Dusel basiert, aber ja. Das könnt ihr sich ja anschauen, ja, wenn es noch mögt. Das ist die letzten 30 Minuten sowas ungefähr, da habe ich den Boss dann gemacht. So, ich habe mir dem seine Rüstung gegönnt. Ja, die ist ein wenig besser, als wie die wir schon gehabt haben, die vom Radan. Schaut er meiner Meinung nach jetzt ein bisschen besser aus, ja. Ein bisschen einheitlicher. Und ansonsten, ja, es ist eigentlich nichts weiterhin passiert. Die Waffen ist immer nur auf Sim. Und da hat sich auch nichts geändert. Und sonst, genau. Geht's nahtlos weiter. So, wir haben ja irgendwo auf Limgrave müssen wir einen NPC töten. Das ist der erste Hinweis von dem Brief, den wir von ihr gekriegt haben. Da kriegt man quasi jetzt im Laufe der Questline immer wieder mal so einen Brief von ihr. Und da muss man dann quasi ein Attentat ausführen. Gesuch von Haus Vulkan, der Istvan, das ist der erste. Den markieren wir uns jetzt da mal. Und dann hauen wir den einmal dezent aus die Latschen und dann wird man mal schauen, ja, was dann passiert. Dann holen wir uns den nächsten Auftrag. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel das sind. Ich glaube aber, dass das so
weiß ich nicht, 4 oder 5 vielleicht. Also, weil die Questlines bei den Souls-Spielen halt generell nicht immer unnötig lang. Dann schauen wir jetzt da einfach mal. Der wird schon irgendwo da rumrennen. Kann ich da mein Pferd rufen? Natürlich nicht. Die Riesen bleiben jetzt hoffentlich liegen. Ah, der steht auf, okay. Aber den haben wir gleich. Oh, rennt er nie? Ja, wir haben natürlich jetzt im Early Game Gebiet. Wir machen mal jetzt schon extremer Schaden. Da steht noch mehr einer auf. So, kannst du aufhören, da mit deinen Pfeile rumzuschießen? Dankeschön. Aber ja, der macht ja fast gar keinen Schaden mehr. Scheiß Husten. So, und was tust du jetzt, wenn ich da stehe? Hast gar nichts mehr. Also, wir müssen da vielleicht gar nicht auf, oder? Der ist da unten. Ah, okay, lol. Brauchen wir einfach nur da durchlaufen. Ja, gut, okay. Ja, das schaut auf der Map machen wir nicht so ganz eindeutig aus, okay. Haben wir halt noch ein paar Riesen geklatscht, warum auch nicht? Wo ist denn da der zweite Marker? Ich hab da 2 Marker, ich verstehe die Frage nicht. Warte mal. So, wo war jetzt der? So, da ist er. Wie gesagt, durch das, dass wir jetzt so im Early Game, also im Anfangsgebiet rumrennen, machen wir jetzt da keine Sorgen, dass uns da jetzt einmal irgendein Gegner, außer der NPC dann, den wo wir umlegen müssen, gefährlich werden kann. So, da irgendwo hat es geheißen, muss es so ein Blutpfleg sein. So eine Art Blutpfleg. Ah, da ist eh schon einer, ja, da. Okay. Und den kann man dann beschwören, sozusagen. Schauen wir mal. Ah, du ab, du Mistkäter. Zufte. Überhaupt nichts zu sagen. So. In die Welt von Istvan, dem alten Ritter, eindringen. Ja, gut, machen wir halt einfach mal. Das wird ihm schon passen. Ah, da ist er schon, der Istvan. Istvan, der alte Ritter. Oh, da Gravitationsmagie, okay. Ha, dein Flaschen ist leer. Okay, jetzt nervt er mich eigentlich, oder wegen? Zupfte. Na gut. Oh, da kriegt man einen Runenbogen, okay. Krummfingermedizin. Okay, den hab ich jetzt aus den Latschen treten. So, und was muss man jetzt? Muss man wieder zurückkehren wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal. Oha, da kriegst du sogar den ganzen Rüstungssatz. Mal schauen.
Welche habe ich jetzt angedient, oder? Wie schaut die aus? Ah, da ist die andere besser. Merkt euch, Fashion for Stats, ja? Fashion Souls. Spiele wie Flasche leer, ich habe fertig. durchaus berechtigt so, ja. So, jetzt pass auf, Haus Vulkan, daher. Schauen wir mal, was die Bridgen zum Song hat. Die Hausherrin, ja, vom Haus Vulkan. So. Ich hab einen umgenietet. Wie schaut's aus? Alle. I am pleased. Now you are a recusant true and a full-fledged member of the Volcano Manor. Ist aber schnell gegangen. This is your reward, as promised. Magmaschuss. Never forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted, but for this very reason, it is the true path to valor. Also, mit ihm da der mich jetzt auch nicht wirklich anlegen. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Vielleicht ist auch das der Boss, das ist natürlich auch möglich. Easy Milo, habe ich. So, was haben wir jetzt? Pass auf. Now you are a recusant true and a full-fledged member of the Volcano Manor. I am pleased to have you on our side. Das war's jetzt, oder was? Warte mal. Kann man da... Jetzt pass auf. Da war doch auch noch etwas herindelt. Oh, was liegt da jetzt? Brief des Hauses... Ach so! So, you've blooded your sword in the hunt. Then I shall introduce myself once more. Banal. A recusant, just like you. Recusants have particular battle arts, styled to our methods of slaughter. Why not add some to your repertoire? Talente lernen. Oh, der Kriegsaschen. Ha! Wir haben so viel Geld, das leisten wir uns. Die habe ich scheinbar mal irgendwann schon mal gekauft, aber die nehmen wir jetzt einmal mit. Weil, warum nicht? Well. Redet die jetzt auch mit uns? Have you have any strange sounds here at the manor? Something beyond the walls? Like breathing or slithering scales? Oh, Fi, what am I saying? Das ist auch schon wieder Anspielung auf die Schlange. I must be tired. Das ist ja auch wieder so eine Anspielung auf die Schlange, die wo gestern erwähnt worden ist, hundertprozentig. So, jetzt haben wir nochmal so einen Brief gekriegt. Jetzt passt so, was? Schlüsselgegenstände? Wo haben wir die? Die Wand da, Schlüsselobjekte. Nein, ist doch kein Schlüsselobjekt. Wait a minute. Brief? Oh, ein Brief. Einladung, Brief und das ist, warte mal, das war jetzt der vom Istvan. Okay, und da haben wir jetzt eine schriftliche Anweisung des Hauses Vulkan mit dem Namen eines zur Jagd ausgeschriebenen Beflecken. Riley, der Untätige. Ich bin auch oft untätig. Gibt's der da? Ja, die steht aber im Bugler, du hast nicht ganz unrecht. Er hält sich auf dem Altus-Plateau auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Okay, also, Altus-Plateau, das ist irgendwo da herum. So, und da müssen wir jetzt eine Markierung finden. Die wo... Ah, da ist, sehe ich schon. Sehe ich schon, gesucht von Hausvulkan Riley. Okay, das ist da. Und so wie ich das sehe, müssen wir da von der Brücke her oben und dann da um. Jetzt gehen wir einfach mal zur Brücke der Sünde. Und dann schauen wir mal. Ja? Dann schauen wir einmal mal. So, und ich tippe jetzt einmal. Ja, genau, das ist da unten. Das war mir fast klar. So, die Frage ist, wie komme ich da jetzt oben? Haben wir gestern schon fachgesimpelt. Da haben wir gestern schon fachgesimpelt, wie man da oben kommt. Aber so wie ich das sehe, wenn wir jetzt da umreiten, können wir wahrscheinlich von derer Klippen nicht oben, okay. Oder auch von derer Seite, das könnte natürlich auch möglich sein. Jetzt passt, ja, da geht's schon oben. Du bist immer noch für Höhlendurchgang. Ja, ich glaube, das geht. Oh, ja, man kann auch runterfallen, das geht genauso. So kann man es auch machen. So kommst du auch zwangsweise nach unten. Ich meine, hast zwar nichts davon, aber. Ja. Man soll halt, wenn man über so eine Brücke
Reiten und keine Absperrung da ist, sollte man halt unbedingt da hinschauen, wo man hingeht. Ja? Und warten wir schon mal gewesen, ja. Das war aber wahrscheinlich der falsche Ansatz. Gut, dass wir nicht weit haben. So. Also, zweiter Versuch. Fetzt mir da mit rüber. Ich glaube, dass wir über die rechte Seite dann oben kommen. Mit Flatterband wird das nicht passiert. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Seht ihr da? Da ist nämlich ein Auftrieb. Und so kommen wir da oben. Ist fast das gleiche wie ein Höhleneingang. Jetzt schauen wir mal. Ja, dann kommen wir nämlich auch zu dem Schloss. Ja, da schon her. Da kommst du oben. Sehr gut. Ja, da ist ein Riese. Den ignorieren wir jetzt, Freunde. Da ist ein Dungeon. Ja gut, wir haben ein wenig zu weit um. Müssen wir in die andere Richtung. Wir haben zu weit herunten, so wie ich das sehe. Okay. Oh, da ist Loot. Und natürlich mit. Ja, toll, das hätte man sparen können. Ah, da ist. Sehr gut. Gut, dann weiß ich jetzt, wie man da zukünftig runterkommt. Dann können wir uns vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht später, noch da hinten umschauen. Riley, dem Untätigen. Gut, dann schauen wir mal, wie untätig das er wirklich ist, der Typ. Wo ist er jetzt? Der Charlie Brown? Da ist er. Oder der Bogen. Der Bogen ist unflaschig. Hau ab mit deinem Bogen. Der war wirklich untätig. Runenbogen? Ah, der droppt keine Rüstung. Okay, der ist knickert. Ja, der war jetzt wirklich, der war jetzt im Vergleich zu dem anderen, war das ein Kinderspielchen jetzt. Oh. Krepusviole. Und einen solchen Bolzen. Was ist denn eine Krepusviole? Was ist das? Was ist Krepusviole? Bei 5 Flaschen, da ist das wahrscheinlich jetzt nicht drin, oder? Todeswurzel. Oh, die kann ich noch eintauschen. Das ist eine Waffe. Sternenfallbestienkiefer. Okay. Kann man das irgendwie sortieren? Wo kann man das sortieren? Okay. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Das ist ein Talisman. Ah, da, tatsächlich. Eliminiert sämtliche Geräusche, die der Träger in Bewegung macht. Okay. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber gut. Attentat Nummer 2 haben wir ausgeführt. Ich bin jetzt gespannt, wie viel das sind. Aber ich tippe jetzt mal so 4, 5, 6 vielleicht. Ich glaube nicht, dass die Questline ewig lang ist. Sind wir wieder zu ihr, oder? I see you've performed another task for us. Here is your usual reward. Übliche Belohnung. Please. Take it. Schlangenknochenklinge. Now, perhaps the time has come to tell you Oh. of the true ruler of this manor, Lord Rykard. The Erd Tree blessed the Tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The Tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the Shard Bearers vying for power in the wake of the Shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so,
then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. Okay. If you follow this, it cannot come. Also, wenn ich jetzt das von gestern her richtig in Erinnerung habe, dann hat es doch geheißen, irgendwo ist eine riesige Schlange, die scheinbar aber den Rickhard irgendwie gefressen hat, weiß ich nicht, und sie weiß scheinbar nichts davon. Okay. Also sie geht davon aus, er lebt immer noch und der Rickhard ist praktisch jetzt der Oberkappen von der Anstalt, von dem Verein. So interpretiere ich jetzt. Ja? So, wir haben jetzt wieder einen Auftrag erfüllt, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zu dem Tisch. Jetzt sitzt da schon her. Jetzt sitzt er wieder da, von gestern. Pass auf, zu dir komme ich gleich, Spezi. Ah, da liegt wieder etwas. Da liegt wieder etwas. Ein roter Brief. Okay. Was haben wir da jetzt? Ah, der ist da. Eine schriftliche Anweisung des Hauses Vulkan mit dem Namen eines zur Jagd aus... Ja, das ist vorne. Juno Hoslov, Ritter des Blutes. Das ist ein Russ wahrscheinlich. Er hält sich auf den Berggipfeln der Riesen auf, sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Aha. So, das ist ein Berg der Riesen. Der ist irgendwo da, praktisch, oder was? Da herunter ist er. Also wird praktisch da Vierer, dann beim See und dann links. Oder ist der... der ist Oberheu. Der ist Oberheu. Nein, ist er nicht. Ja, das kann man aber nicht gescheit sehen, aber ich glaube, dass er noch Unterheu ist. Das wird man außerfinden. Das wird man außerfinden. Jetzt schauen wir mal, was er da noch zum Schmatzen hat. Der hat bestimmt was zum sagen. Der hat uns nämlich gestern von der Schlange erzählt. Der Schlangentöter Speer liegt im Gemach des Fürsten. Nur er kann dieses grässliche Monster töten. Durchbohrt sie damit die große Schlange, diese unbeschreibliche Monstrosität. Ja, das hat er gestern schon gesagt. Ja, genau, das ist eben die Schlange, von der der Typ da schmatzt und die muss scheinbar den Rickhard auf dem Gewissen haben. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber dass der Brief jetzt rot ist, ist jetzt schaurig verwunderlich. Tatsächlich. Vielleicht ist das eine Finalmission. Das kann natürlich jetzt auch sein. So, jetzt passt so. Wir müssen da auf, okay. Da auf und dann links. Die brauchen in dem Schloss mit drin einen Chiropraktiker. Meinst? Also die eine mit dem, die Pugler, die auf alle Fälle, ja. Ich glaube, da hilft aber auch der Chiropraktiker nichts mehr. Gegner ignorieren kann ich gut auf jeden Fall. Ah, da ist das Zeichen. Gibt es da einen Ort der Gnade? Das schaut so aus, wie wenn es da einen Ort der Gnade gab. Hüte des Erhabenen. Kapuze der Wanderjungfer, Robe der... Ja, die sollen sie mal ausraffen dahinter. Die mag jetzt mal schauen, was das für Rüstung ist. Wir spielen ab jetzt Assassin's Creed Ring. Elden Edition. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ah, Quatsch, du da mein Ding wieder her. Was soll ich denn da kurz stehen da? Wie schaut denn da die Robe aus dann? Das würde mich interessieren. Fancy! Schaut aber eigentlich komplett erschissen aus, wenn du mich fragst. Was soll denn jetzt gut? Die da mal, gell? Ja, die war's. Ja, passt schon, Ungi. Einen guten Hunger wünsche ich dir. Ja, ich sage jetzt schon, kommen. Ich glaube, ich tue erst einmal das Gefickert da weg, bevor das jetzt... Wobei, wenn ich in die Welt eintritt... Jetzt, pass auf, das werden wir rausfinden. Trinken wir einfach mal in dem seine Welt ein und dann werden wir schon sehen. Irgendwas wird er schon... Wird uns schon sagen, wenn es ihm nicht passt. Ah, der kommt aus seiner Bude raus, okay.
Holos Eid. Oh, der hat 2 Peitschen. Oh, der ist schnell. Okay. Okay, bro. Blutung einfach beste. Seine Flasche ist leer. Alter, ich mag mich auch so teleportieren können wie der. Okay, nice. Die Peitschen war ja geil, wusste der Kuror. Holos Blütenpeitsche, okay. Und seine komplette Rüstung. Nice. Du kriegst richtig Rüstungssets durch die Quest. Ist schon geil eigentlich. Müssen wir gleich mal anschauen, wie die ausschaut. Weil Fashion ist wichtiger wie Stats. Haben wir schon mal gesagt. So, schauen wir mal. Ausrüstung. Hostlovs Rüstung. Oh, Freunde, die schaut aber, also das ist schon, das glaube ich, ja, das schaut edel aus. Freunde, das schaut aber sehr edel aus, gell? Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Du bist es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Ja? I see that you've stayed the path of champions. This is your usual reward. Ich habe ja noch Waffen gekriegt. Take it. Kameh der Räuber. Perhaps you are ready. Möchte dir unseren... Our Lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit, treading the path of champions. Den Fürsten aufsuchen. Yes, Okay? as it should be. Now, close your eyes for a moment. I will transport you to the Lord's chamber. Das ist hier um Franz, ja, kann man fast meinen. Farewell then. May your visit be fruitful. Okay. Da ist eine Nebelwand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da durchgemäht. Hey, hallo, ich mag wieder. Hallo, ich mag zurück. Ja, ich habe jetzt aber eigentlich nicht mit dem Bosskampf so früh gerechnet. Das so geht gar wie es ist. Wir haben vorher noch ein Schwert gekriegt, gerade das Ding da. Alter, das hat 120 Base-Stärke, bist du bescheuert? Löst Vergiftung. Oh, ach du Scheiße, ich glaube, das muss ich mir nachher mal anschauen. Das hat eine ziemlich hohe Base-Stärke auf Stufe 0. Und hat 66 Vergiftung. Das ist vielleicht gar nicht einmal so ohne, das werde ich noch einmal aufwerten, das gute Stück. Ja, ja, okay, ich weiß es halt jetzt auch nicht. Ja, okay, war schön mit eng, ich bin dann einmal weg, für euch.
Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja. Ich hätte jetzt der eigentliche Plan war gewesen, das Gebiet da anzuschauen und dann den Boss zu machen und nicht andersrum. Oh, was ist das? Ich möchte halt nicht, dass das Viech da jetzt triggert. Schlangenjäger. Oh, warte mal. Ich glaub, oh nein. Ist das ja so ein Boss, den du nur mit der Waffen killen kannst? Der Moment, wenn während deiner Freundin unterm Stream schreibt, magst schnackseln, dann war ich nicht so entsetzt wie jetzt. Abgesehen davon. Was ist denn das jetzt für ein Ding? Warte mal, wo ist das Schwert? Schwert wo? Was war denn das für ein Ding? Wo ist denn das? Schlangenjäger, da ist er. Ich kann den tragen? Ja, der B-Skalierung auf Stärke. Ja, toll. Und was habe ich nicht skillt? Stärke. Ah ja. Oh. Oh ja, was ist denn das? Das ist der Tornadojäger. Alter, ist die Waffen broken, oder was? Okay! Ja, ich mag aber da jetzt eigentlich trotzdem nicht hingehen. Ja, ich komme aber auch nicht mehr zurück. Bosskampf machen, Freunde? Habt ihr Bock auf einen Bosskampf? Ich glaube schon, dass ihr Bock auf einen Bosskampf habt, oder? Im Bereich des Möglichen. Hm. Ja, schauen wir es uns heute mal an, da wird schon nichts passieren. Götter verschlingende Schlange. Ja, was ist das Ding für eine Range hat? Ja, das Ding macht da verdammt viel Schaden. Ah! Hilfe! Au. Alter, was ist denn das für ein Viech? Ja, es macht Gift auch noch. Okay. Ja, die Schlange ist groß und hat Hunger. Offensichtlich. Wenn es eine götterverschlingende Schlange ist. Jetzt wissen wir auch, warum das Viech so groß ist. Ach, und man wird dann... Wie jetzt? Man wird dann da wieder hergeportet, oder was? Ah, da kann man sich jetzt immer wieder hinporten, oder was? Da kann man überspringen, okay. Ja gut, das ist ein bisschen... Das ist jetzt tatsächlich sogar ein kleines bisschen umständlich, wenn du mich fragst. Weil da hätten sie theoretisch... Da hätten sie so eine Statue herhauen können, so. Aber gut. Scheint aber kein Mainboss zu sein. Weil keine Cutscene. Der Angriff zerfetzt halt alles. Ja, wie sind meine Waffen jetzt?
Ziemlich hohe Range hat das Viech. Okay. Oh, ist jetzt gestunt, oder was? Oh. Schade. So flauschig die Schlange. Findest? Ich finde die nicht flauschig. Das Problem bei der Schlange ist, die hat so, wie sage ich denn? So ganz strange Bewegungen, das ist ganz komisch zum Ausweichen. Es ist jetzt nicht irgendwie verzögern und nix, aber es ist einfach die Tatsache, dass das Ding 100 Meter groß ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, wie man da ein bisschen ausweicht. Aber gut, das wird man ihm schon irgendwie hinbringen. Jetzt passt zu Wacht. Na, weit hat's ja nicht mehr gefeit. Vor allem da weiß ich nicht, wie ich ausweich. Hä? Und der komplette Range, der Angriff? Au. Oh, okay, ich glaube, ich bin tot. Oh, okay. Oh, das war dumm. Ah, der ist sehr komisch, der Angriff da zum Ausweichen. Okay. Augenwappenbruch. Das war er jetzt, oder was?
Okay. Oh na. Very well. Alles klar. Join myself and King as family. Together we will devour the very god. Ich hab mich schon gefragt, wann das passiert. Alter, ist er krank oder was? Rickard, Fürst der Blasphemie. Das ist jetzt der eigentliche, oder was? Oh ja, das ist der eigentliche Boss. Oh, ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, das ist der eigentliche Boss. Das davor war Kindergeburtstag. Ich weiß halt einfach gar nicht, wo ich da hingehen kann, ohne dass ich Schaden kriege. Okay, es eskaliert kaum. Es ist da alles im Bereich des... Alter, was ist denn jetzt verkehrt? Wo soll ich denn da hin? Alter, wo soll ich denn da ausweichen? Okay. Oh, jetzt traut er nochmal durch. Also leider keine Heilung mehr. Okay. Bazi tiltet bin ganz weit davon weg getiltet zum sein. Na. Alles gut. Der erste, also so was ich jetzt gesehen habe, der hat zwei brutale Angriffe, das ist da, wo er so eskaliert, da wo er gefühlt die ganze Map ein Angriff ist. Da muss ich herausfinden, wie man da am besten dodgt. Wenn man da überhaupt dodgen kann, abgesehen davon. Aber ich glaub, alles in allem ist der gar nicht einmal so schwer, wenn du mich fragst. Yes. Ich hab schon festgestellt, dass... oder was heißt festgestellt? Ich hab mir schon gedacht, dass irgendwann einmal ein Boss kommen muss, weil das From Software einfach gern tut, dass ein Boss aus 2 Phasen besteht und jede Phase einen eigenen Lebensbalken hat. Und das ist jetzt der erste tatsächlich.
Jetzt schauen wir mal. Vielleicht, wenn ich es schaffe, in der ersten Phase nicht ganz so viel, aber nicht ganz so viel Heilung zum Brauen, dann könnte man in der zweiten vielleicht. Ja? Ich glaube, wenn ich jetzt da so 2, 3 Flasks gehabt hätte, dann hätte man vielleicht bocken können. Boah, was macht man jetzt auf einmal so viel Schaden? Aber geiler Bossfight auf jeden Fall. Fuck, ich bin vergiftet. Das ist Worst Case. Das wird jetzt eigentlich vermeiden. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay, erste Phase haben wir. Das ist ziemlich gut gelaufen. Okay. Oh, ich bin ausweichen, okay. Ja, das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Da weiß ich noch nicht so ganz, ob und wie und was. Weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich da zuerst hinschauen soll. Also jetzt kommt die Schlange doch wieder zum Einsatz, okay. Okay, dann hat er erst auf den Boom. Okay, chill, der Ignierscheiben, Alter. Okay, jetzt wackelt er die ganzen Eier ungefähr aus. Das ist gut. Muss ich zum Heilen nutzen, weil es nicht hilft. Ah, die Scheißschlange! Ah! Oh, stirb!
Bosskampf. 11 von 10. Allein wegen dem Design schon. Allein wegen dem Design schon. Hätte jetzt zwar ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man so schnell schaffen, weil der ziemlich... Der eine Angriff da wo halt ungefähr gefühlt die ganze Hölle über die einer bricht und du überhaupt nicht irgendwie einen Ansatz hast, auf was du dich jetzt da fokussieren sollst beim Ausweicher. Weil sein Schwert, sein Schlangenkopf, sein Schweif, die ganzen Totenkopfbomben, die wo da oben ringen, dann der Boom noch dazu, du weißt überhaupt nicht, wo du da hin sollst mit dir. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, komm, wir brauchen mal tatsächlich noch ein wenig länger, aber der Bosskampf ist vom Design her bisher der beste. Den, was wir jetzt gerade haben. Und du verzweifelst seit 2 Tagen an Astel. Ja, moin, sollte besser aufhören. Astel? Wer ist denn der Astel? Wer war denn der Astel? Astel? Wer ist Astel? Ha, die 130.000 Runen, was wir jetzt von dem Boss gekriegt haben, die reichen nicht mehr für den Aufstieg. Ja, okay, alles klar. So, und wenn ich jetzt, was passiert jetzt, wenn ich wieder zurückkehre? Astel die Ausgeburt. Den habe ich noch nicht, wo ist denn der? Den habe ich noch gar nicht gemacht. Zumindest sagt er mal gerade, Astel die Ausgeburt. Ist das ein Dungeon Boss? Große Runen haben wir da. Achso, die kann, achso. Ja, die haben wir gekriegt vom Rickard. Okay. Ja, da war eigentlich der Bosskampf gewesen, okay. Jetzt schauen wir mal, was die zum Sagen haben. Der gehört zu einer Questreihe. Ah, okay. Ja, Quests haben wir bisher noch nicht wirklich angeschaut. Machen wir vielleicht mal, wenn wir kurz vorm Ende haben. So, was hast jetzt du zum Melden? You. It's true then. You've defeated our Lord. Ja. No. I must thank you. Our Lord was yet weak. You have taught us that defeat is not the end. Our Lord is immortal. Oh. And will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This is farewell. Perhaps we will meet again along the path. Die verbieseln sich jetzt, oder was? This is perhaps... Hauen die jetzt ab, oder was? Ha! Tatsächlich, die haben weg, da schon her. Ja, und wie kann ich jetzt so die... Ich hol mir meine andere Waffen wieder her. Wie kann ich jetzt die Dielen da aufmachen? Und dann meine Waffe 1. Und... Mit... Oh, mit 2. Passt. Okay. Aber da haben ja noch einige Türen verschlossen. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Ja, gut, okay. Ah, da hinten liegt der Item. Ja, okay, Haus Vulkan, meine Freunde, war intens. Aufrichtiger Dank. Ja, für das, dass wir die Schlange umgebracht haben, wahrscheinlich. Jetzt können wir da rein. Okay. Oh, da. LOL. Ah, da waren wir eh gestern schon herin. Okay, in dem Raum ist einfach nix, oder was? Das glaube ich nicht. So irgendwie... Ah, da kann man nicht kämpfen, also geheime Wand ist da auf jeden Fall nicht. Hätte ich gesagt. Warte mal, ich brauche mehr Licht.
So, okay. Okay, keine Ahnung, was der mit dem Raum auf sich hat, aber ganz vorbei, man ist es da noch nicht. Vor allem, weil die Alte da jetzt vorher gesagt hat, der lebt ewig, der steht wieder auf. Und glaubt's mir eins, wenn sowas einmal in einem Soulspike gesagt wird, dann kommt der auch irgendwann wieder. Vielleicht kommt der nur einmal, das kann sein. Aber fürs Erste scheinen wir da erstmal fertig zu sein. Da werde ich mich dann offstream mal informieren, was man da nur da könnte. Ja? Und da können wir ja dann beim nächsten Mal schauen, ob wir da noch irgendwie was entdecken. Ich meine, gut, wir haben jetzt da den Boss gemacht, also was soll noch großartig da passieren? Jetzt dabei einmal. Ja? Ich hätte eigentlich gedacht gehabt, dass uns die irgendwie Zugang zu dem Generellen, dass da irgendwie einen Aufzug gibt dann praktisch, dass du runterkommst und dass du dann das Gebiet da anschauen kannst. Das hätte jetzt ich eigentlich gedacht und dass dann natürlich irgendwann da herkommst, das ist mir schon klar. Aber dass es natürlich dann auch so abhaut, aber gut. Ja, Freunde, jetzt habe ich Folgendes für euch. Ich meine, da geht es ja dann offensichtlich storytechnisch weiter. Ich möchte mir jetzt aber mal in ein Gebiet umschauen, was ich offstream entdeckt habe. Und zwar gibt es ja unterhalb der Map auch nochmal eine kleine Map mit Gebieten. Und da habe ich zwei Dinger gefunden. Das ist einmal Nokran, die Stadt. Die ewige Stadt. Und dann habe ich da noch was gefunden. Das ist Mausoleum der Mokwen-Dynastie. Das ist auch ziemlich... Ja, sage ich mal, mehr oder weniger Endgame-Gebiet, aber ich glaube, dass wir da allmählich mit unserer Skillung und mit unserer Stärke schon herkommen. Ich möchte jetzt aber erstmal in Nokran noch ein bisschen weiterschauen. Da habe ich nämlich unter anderem mein Imitator-Geist-Asche-Dingenskirchen gefunden. Und da haben wir aber noch nicht ganz, da bin ich noch nicht ganz durch. Das kann man uns jetzt noch ein wenig anschauen. Tatsächlich. Wie lange haben wir denn noch? Ja, ist ja erst 3 Nachmittag, da haben wir aber noch ein wenig Zeit. Schauen wir mal. Ob und was wir da so finden. Das Gebiet schaut halt maßlos geil aus mit den Sternen. Das ist halt schon wirklich sehr sexy gemacht. Ich glaube, dass wir irgendwann einmal auf kurz oder lang dahinter irgendwie hinkommen und da, so wie das ausschaut, ist da eine Boss-Arena. Müssen wir mal schauen. Ja, Keksi hat einen Flauschknädel eingelöst. Das habe ich gar nicht gesehen. Keksi, bist du noch da? Das habe ich gar nicht gesehen. Gut. Okay, da geht's dann nach unten weg? Oder wie? Okay. Ja, da haben ein paar mehr. Es sind eigentlich nur 2 Gegner. Das andere haben ja Schofall und so weiter. Oh, da ist etwas. Da ist etwas. Der Phantom. Posten! Sehr gut. GG. So, was hast jetzt du für ein Problem? Fürst des Blutes, eure Eminenz. Ich flehe euch an, gewährt mir einen Sitz am Tisch der Dynastie. Lang lebe die Mokwen-Dynastie. Lang lebe die Mokwen-Dynastie. Ach, Moment einmal. Ist das... Ah! Das sind 2 Gebiete. Das sind die... Ah, ja, okay. Das ist das Gebiet da herunter. I see. Ja, okay. Nice. Dann haben wir das also auch schon mal. Ad acta. Oh, da hinten zaubert einer. Wo auch immer der zaubert. Okay, ich hätte gedacht, der hält ein wenig mehr aus. Spriesiges Horn. Freunde der Sonne, mit Pfeilen schießen ist nicht. Oh, da ist ja noch ein dritter, den habe ich gar nicht gesehen. Heilige Scheiße. Oh, leck, wo kommen die jetzt alle her? Wo kommen die jetzt alle her? Willst du mich verarschen, oder was?
Die waren doch nur zu zweit. Jetzt gibt noch mal einer. Ey, machst du sie aus dem Baum aus, oder was ist denn mit euch? Ja, ich seh gar nichts. Ich seh unter Null. Halt's Maul, verpiss dich! Ja, wenigstens kriegen wir Heilung zurück, das ist auch schon mal was. Ist schon schön. Wer habe ich dir? Was ist fit bei dir? Ah, wo geht's jetzt da hin? Hey, gibt's da nicht irgendein Kartenfragment oder sowas? Oder laufen wir da im Blindflug umeinander? Oh nein, nicht schon wieder ein Boss. Aber jetzt helfen der mir nicht. Heilighornland. Aha. Ja, der steht auch, das ist garantiert auch einer, der wo aufsteht. Was dann bleiben erzählen. Bleib einfach liegen. Okay, man kann auch nicht anvisieren. Ja, der hat's hinter sich. Hä? Da gibt's einfach nix, oder was? Geht wieder. Sehr gut. Okay, da gibt's jetzt einfach praktisch nix, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Kann man den auch rein? Nein, kann man nicht. Ich hau ihn jetzt. Einfach mal. Bringt ja nichts. Ja gut. Ja, das ist einfach da, dass es halt da ist. Okay, ja gut. Die dancen! Ich lasse ja mal in Ruhe. Ah, der hat getriggert, ja, von mir aus. Das ist auch nochmal so ein Gebäude. Das einzig Dumme ist, weil ich halt da kein Map nicht habe, weil ich halt mich überhaupt nicht dran... Du Drecker als Arschloch, du Drecker, jetzt bleib halt da unten, trink einen Kaffee oder was weißt du denn, ich verpiss dich, Mann. Meine Fresse. Da ist er jetzt eh allein, weißt du schon. Ich mag mich da in Ruhe umschauen. Oh scheiße, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Fuck. Ich wollte den Geist jetzt eigentlich nicht rufen. Und da auch wieder ewig viel. Oh, ist da ein Kartenfragment vielleicht? Ist das möglich? Was haben wir jetzt da? Flamme entzünden. Aber. Ach, diese Weiberleid. Boah, Weiberleid. Erik, zoom's auf. Ah, da kommt oben. Sehe ich genau. Heranwachsender Schmetterling, okay. Oh, das ist knapp, scheiße.
Hier muss man sprinten und springen. Es hat nicht so ausgeschaut. Oh, mein Rückausfall, das ist gut für uns. Da müssen wir den ganzen Weg nicht, wenigstens nicht rumlaufen. Das ist perfekt. Das ist perfekt, also. Naja, okay, oder doch. Ist aber das mal einfacher so. Oh, das da hinten ist in den Dungeons einmal ein Boss gewesen. Ein Miniboss. Der beherrscht Magieangriffe. Der ist gar nicht einmal so flauschig. Oh. Gleich geht's einfacher. Geistertal-Lilie Stufe 5, okay. Silbernes Glühwürmchen. Da brauche ich eine mit Stufe 6, wenn es geht. Damit ich meinen Geist mal ein bisschen weiter aufwerten kann. Ansonsten gibt es da jetzt nichts, oder was? Ist das der Ernst? Ah, da geht's auf, für da schon her. Gut. Ja, war klar, dass du das umgängigste Ding brauchst. Okay. Ah, der bewacht einen Schatz. Aua. Zupfte. Kopf eines jungen Ahnengeists. Was ist das? Okay. Okay, ist auf alle Fälle keine Rüstung nicht. Hä? Okay, wo soll jetzt das sein? Okay, es ist... Das keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Beziehungsweise wo das ist. Verstärkungsmaterial ist auf jeden Fall einmal nicht. Kein Plan. Ist das jetzt da alles praktisch, oder was? Whatever. Ja gut, wenn es da nicht mehr gibt. Stand jetzt. Dann gehen wir da weiter. Oder warte mal, geht das... Achso, ja, nein, passt schon. Dann schauen wir uns das Gebiet noch ein wenig an. So,
Ja, wir da noch oben. Das ist praktisch jetzt das Nachbarding. Wir waren vorher... Nein, da waren wir nicht. Wir waren da drüben auf jeden Fall. Und das ist jetzt im Endeffekt die Nachbar-Map. Jetzt auf alle Fälle mal ein Loot. Goldene Rune, okay. Aber ich soll jetzt vielleicht einmal langsam meine Runen investieren, weil 138.000, das ist nicht wenig. Ist nicht wenig. Verlieren will ich ja die schließlich auch nicht. Ah, geht sie genau aus, perfekt. Ja, nehmen wir noch mehr Leben. Das schaut uns überhaupt nicht. Mal aufpassen, es sind ein paar Gegner mehr. Flickflack schlagen können sie ja ganz schön. Ja, okay. Ja, habt ihr jetzt. Ja, die lassen wir mal sinnieren, weil die haben scheinbar harmlos, die haben geknickt. Wenn wir da jetzt einfach mal selber den gefallen. Schmiedestein Stufe 6, okay. Ah, die triggern nicht mehr, das ist gut für mich. Blutrose, okay. Ah, da mag ich nicht. Da will ich nicht hin. Oh, ist voll Blut, heilige Scheiße. Oder einiges schief gelaufen. Oh Gott, haben da viele Gegner. Bist du bescheuert? Ich glaube, das ist Zeit für einen Aschenmann. Zur Heldenrune, okay. Kämpfst du mit irgendjemandem? Nicht. Okay. Kriegsasche Blutzoll. Dunkelschmiedestein Stufe 9, okay. Hey, Brei hat ein Zimmer. Zimmer und ein Achter. Achter, glaube ich, habe ich sogar schon. Sollen wir uns mal ein wenig umluren? Also, wenn alles voll Blut ist, dann möchte ich nicht wissen, wer derjenige war, der das verursacht hat. Dann auch wieder ein Haufen Gegner. Die wohl aus dem...
Oh Gott, was ist das für ein Gebiet? Oh Gott, wie verhanden das? Aua. Aua. Boah, Alter, nervt's mich. Ziemlich vergehen auf einen Haufen. Okay. Ein bisschen Heilung kriegen wir zurück. Der, wo das verursacht hat, ist wahrscheinlich sehr flauschig. Das bezweifle ich. Das halte ich für eine Lüge. Gut, das Ding ist, wenn man die Gegend dann einmal ein wenig gut ergründet hat, dann... Warum kann ich jetzt so... Invasion, ja toll, das auch noch, ist eh klar. Alle darfst mitspielen. Da hinten sitzt und präseln darfst nicht. Ja. Ah, ich weiß nicht wohin. How about fuck you? Ja. Ja, genau, nimm du her, das ist gut. Okay! Mods, könnt ihr mal den Mülleimer rauswerfen? Danke. Gut, auf aufs Ross. Einfach durchrennen. Dankeschön. Ach, aber die... Achso, ja doch, die spawnen schon wieder. Ach, da kann ich nicht aufreiten, weil da der andere spawnt. Jetzt bist du aber fällig. Ja, freilich kommt das Scheißviech jetzt auch wieder daher, ist eh klar. Oh mein Gott. Was ist mit deiner Lebensleistung passiert? Beim letzten Mal war die noch nicht so weit. Ja, ich hab off-stream einige Level erwischt. Da muss man ja so. Gut, dass ich vorher Seelen investiert habe. Warte mal. Das ist da hinter, oder? Das ist, wenn ich von da... Ah, jetzt passt's auf. Bazi Smart Move kommt jetzt, passt so oft. Kinder, jetzt könnt's was lernen.
Fuck! Hätte ja funktionieren können. Jetzt pass auf, warte mal. Ja genau, du Volldepp. Renn du einfach einmal oben. Oder ist es der Vogel dahinter? Das kann natürlich jetzt auch möglich sein, dass das eigentlich... Oh, da hinten ist eine goldene Anzeige gerade. Mei, haut's nicht ab. Fliegenschwarm, okay. Aber die bleiben sogar sitzen. Geistertal-Lilie Stufe 8. Ich brauche eine auf Stufe 6! Oder war auch noch mehr ein Item? Gut, das da hinten muss ich mir nochmal getrost in Ruhe anschauen. Schmiedestein Stufe 8, okay, so ist sie schön und gut. Ellenrune. Blutbefleckter Code, alles klar. Ist da mal Blutscheiß, dann da ich zum Doktor gehen. Oh, leck, was ist denn... Kannst du aufhören, den Mist zum... Carsten. Oh, das Gebiet ist Cancer. Das Gebiet ist ja absoluter Cancer. Bist du bescheuert? Bist du gerade im Bluttal? Ja. Designtechnisch absolut Bombe, ja. Definitiv. Ja, das ist jetzt so das ist so das Souls-typische Abfuck-Gebiet, was es in jedem Souls-Spiel gibt. Es gibt kein Souls-Spiel, wo es kein Gebiet gibt, wo es nicht abfuckt. Oder zumindest, wo es nicht mindestens ein Gebiet gibt, was abfuckt. Und das ist das Klassische dafür. Da wo 7000 Gegner rumrennen, die wo einfach nur einen Sinn und Zweck haben, die einfach auf die Nerven zu gehen. Ja, weil wenn man nämlich den tötet, der wo castet, dann sterben alle anderen mit. Ich weiß halt aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, wo ich hin soll. Aber da wird man schon irgendwann noch mehr Wege finden. Wo genau haben wir jetzt? Ich kann nicht Ding aufmachen. Ich glaube, dass wir da aufhören müssen. Das sagt der Ibis. Weil das ist so dermaßen penetrant beleicht. Das sagt quasi schon, hey, da ist ein Boss, da musst du her. Gib ich dir Brief und Siegel drauf. Ja, nicht schon wieder. Jetzt sind schon zu zweit. Ich glaube, wir reiten einfach durch. Ich glaube, das ist am gescheitern. Ich glaube, da ist Durchreiten einfach am gescheitern, weil da kommst du auf keinen grünen Zweig, wenn du da ständig stehen bleibst. Das habe ich schon gespannt. Das habe ich schon gespannt. Abfuckgebiet Nummer 1. Also bis jetzt war keins wirklich penetrant, aber das nervt. Also das ist ein nerviges Gebiet, sage ich jetzt einmal. So, da hinten das Phantom, was spawnt, samt den bläden Vogel, der wo da dann penetrant auf die Eier geht. Und jetzt das da. Die machen auch dezent Damage, das ist das nächste. Nein, vergiss es, ich bleib da jetzt nicht stehen. Ich reite da einfach durch, weil es eh wurscht ist.
Der holt mir halt einfach, der hat einfach eine unfassbare Range. Er ist halt auch Stufe 9, also das ist wahrscheinlich auch ein Gebiet, wo ich eigentlich noch nicht her soll. Ja, das Ding kommt man noch, oder was? Ah, die spawnt. Okay, wo haben wir jetzt? Ich kann nichts aufrufen. Okay. Oh, das ist aber der Gnade. Ha! Wenigstens müssen wir den ganzen Weg jetzt nicht wieder runterlaufen. Das ist auch zauberhaft. Gut, wir haben jetzt einen Ort der Gnade, das heißt, hey, kann meine Rose nicht drauf fahren, oder was? Ah, weil ich da wahrscheinlich invasiert wird, oder? Kann das sein? Geschmolzener Pilz. Okay, vielleicht doch, dass du noch irgendwie, dass ich da invasiert wird, weil ich mein Pferd da nicht rufen kann. Okay. Ich muss da rosten, dass ich meine ganze Heilung wieder habe. Schauen wir mal da auf. Ah ja. Und ist so. Das ist ein Blutungsnebel. Okay. Oh, leck an das Fei, bist du bescheuert. Aha, jetzt reißt's. Na, das gibt's in Elden Ring nicht. Weder Weltentendenz noch Menschlichkeit. Weltentendenz und Charaktertendenzen, sowas, das hat's nur in Demon's Souls gegeben. Leider, muss man dazu sagen. Ja, also ich hab das eigentlich schon ganz cool gefunden mit den Tendenzen. Aber das haben's leider nicht übernommen. Ja, dass natürlich die Blutungsnebel machen, ist natürlich jetzt... Alter, wie viel Hand denn das? Ja, ist schon gut. Achso, die fliegen selber in die Luft, das ist zauberhaft. Ja, servus, ich war Sprengkommando wo? Ja, die tun da gar nichts. Ja, das, wenn ich vorher gewusst hätte. Schmiedestein Stufe 7, okay. Ach, die haben jetzt harmlos, oder was? Boah, da ist ein Granatensieb. Numenrune, okay. Okay, sind nicht alle freundlich. Ja, die schauen da verbrennt aus, wenn du mich fragst. Oh Gott, was ist denn das? Apfelteil. Da hab ich eher geschissen, oder was? Aha. Muss ich quasi... Aha, den muss man töten. Okay, ja. Ja, viel Schaden macht man nicht. Gut, man muss sagen, in Elden Ring da der Weltentendenz auch keinen Sinn nicht machen, weil du da einfach nur eine große Map hast, weißt du? Stirb! Was er immer war. Dünne Bestienknochen. Blutstillende Boli. Das war knapp. Okay, die beten da irgendwas an. Ich vermute mal nichts Gutes. Blutrose, okay.
Ja, wenn sie gern beten, ja, von mir aus. Sollen's tun. Habe ich kein Problem damit. Haben wir da noch? Die beten da irgendetwas an. Oben ist Loot. Ja. Was gibt's da? Ah, da ist auch noch Loot. Steinschwertschlüssel, okay. Ja, kann sich ja nur in die Luft springen. Da habe ich überhaupt keinen Bock nicht drauf. Oh Gott, da ist finster. Eigentlich nicht so. Oh ja, ich kann meinen Aschegeist drauf. Das gibt schon ein bisschen Sicherheit. Okay. Ich hab's gewusst, irgendwer. Okay, das ist ein neuer Gegner. Haben wir so auch noch nie gehabt. Blutung OP. Aber ich habe gesagt, ja. Fürstenrune. Warte mal. Da schaut's mir eher an, wie wenn's da weitergeht. Ich spiele hier mehr Geige. Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Oh dear. You might. Hey, terribly sorry. Spielt einfach Geige, der You Idiot. was a customer? Oh, der hat Runenbögen. Steinschwertschlüssel und Runenbögen hat der. Gut, ich habe aber auch nicht nur Runen, dass man das jetzt leisten kann. Ja, der sitzt einfach in seiner dunklen Höhle im finstersten Eck, wo er finden kann und spielt einfach Geige. Achso, der spawnt wieder, oder was? Aber. Die machen verteufelt viel Schaden, die Dinger. Dem ist langweilig, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Anstatt dass sie nützlich machen und die ganzen Haumdauer da kaputt machen. Was sie nicht tun müssen. Da ist Loot. Der nicht unbewacht ist, war mir auch klar. Boah, was? Schmiedestein Stufe 8, okay. Alter, in das Fail, wenn ich eine tritt, kriege ich Blutung. Okay, soweit zum Thema Abfuckgebiet. Ja, ich sag schon, das werden dabei mehr. Geistertal Stufe 9. Es schaut halt aber auch gefühlt alles. Ah, da oben ist Ausgang. Sehr gut. Da ist auch nochmal so ein Geistertal-Lilie unter. Okay. Jetzt schauen wir erst mal, ob da oben vielleicht der Ort der Gnade ist. Licht am Ende des Tunnels. Oh, was? In die Welt des weißgesichtigen Ware eindringen. Ah, na. Käsesauerei fährt. Oh, das ist Ort der Gnade, sehr gut. Dann wird schon einen guten Appetit, Ungi. Und der noch mal einen Roster machen. Wir haben jetzt. Wo haben wir denn jetzt eigentlich? Da oben ist. Achso, okay. Ach du Scheiße. Ja, nein, aber heute auch safe nicht, dass ich. Das Aufzug. Was, da liegt nicht mal Loot, dass es sich rentieren darf, das O zum Greifen. Warum soll ich denn das jetzt tun? Kannst du voll vergessen. Ja, also, wie viel Kass wolltest du haben? Ja. Aber es gibt nicht zu viel Kass, ne? Das ist generell eine Grunddevise.
Leute, ich weiß auch nicht, ich frage jetzt, ich hätte mal, Chat, ich hätte mal eine Frage. Ja? Darf ich eine Frage stellen? Eine ernst gemeinte Frage. Meine wirklich ernst, die Frage. Frage deine Frage. Ist es unter Umständen möglich? Weil ich habe ja nicht so viel Ahnung. Ja? Ich bin ja, was das angeht, eigentlich mehr oder weniger so ein Noob. Ja? Aber ist es unter Umständen möglich? Frage A. Dass das eine Boss-Arena ist? Und Frage B. Ob ihr Bock habt, dass wir den Boss gegebenenfalls heute auch noch machen. Dass ihr geschubst seid, ja, das ist, da brauchen wir keine Frage nicht mehr stellen. Das ist sowieso von Haus aus klar, ja? Wir haben sowieso, das ist keine Frage nicht mehr, das ist eine Feststellung, Mrs. Fichterli, ja? Zumindest gibt es einen Shortcut. Und viele Seelen habe ich eigentlich auch nicht mehr. Natürlich auf beide Fragen. Ja, das war mir klar, dass du das sagst. A ja, B ja. Ja, gut, okay. Dann schauen wir halt. Da ist ein Ohr. Und aus dem Ohr wächst irgendwas raus. Irgendein Ost oder was das sein soll. Keine Ahnung. Es kann da ein Drachenei sein. Vielleicht kommt da ein Drache. Jetzt ist vielleicht im Bereich des Möglichen, dass da ein Drache kommt. He? Oder ein Riesengickel. Das kann da möglich sein. Ja, schauen wir halt einmal. Wirklich weiß man nicht. Ja, sogar noch mein Boss mit Cutscene. Ah, es ist ein Arm und kein Ost. Okay. Das ist aber viel Blut für so einen Arm. Dearest Miquella. Den Namen haben wir schon mal gehört. You must abide alone a while. Welcome, honored guest, Wieder wie krass schaut denn der aus, Alter. to the birthplace of our dynasty. Ah ja, alles klar. Mag Fürst des Blut... What? Oh Gott, das ist ein Mainboss. Freunde, ich sage irgendwas easy, ich glaube, da haben... Oh, verzögert der Schlag. Ich glaube, da haben Doppelklingen definitiv gescheiter. Oh ja, der Latte verzögert die wieder. Okay. Jetzt heißt es halt wieder Patterns lernen. Is mine and mine alone. Okay, lang hat's nicht gedauert, aber intensiv war's. Jetzt weißt du wenigstens, wo das ganze Blut herkommt. Ja. Ich hab auch gesagt, das kann nicht flauschig sein, der wo das zu verantworten hat.
Hey, aber cool, dass da eine Statue ist. Das finde ich zauberhaft. Das finde ich ja absolut zauberhaft. Ja, okay. Also, jetzt konzentrieren wir uns einmal ein bisschen so auf die Patterns, was er so macht. Ja, wissen wir schon mal, er schlägt ziemlich verzögert zu. Oh, der macht Blutungsnebel. Okay. Zweifacher Schwing. Okay. Der Stichangriff schaut verzögert aus, ist er aber nicht. Da schwingt er zweimal, haben wir gerade gelernt und kommt mit Follow-up. Okay. Der Hammerangriff kommt verzögert. Hey, du kannst nicht auf Distanz gehen. Alter, was ist das für ein Boss, Mann? Ich tippe jetzt einmal, dass er immun gegen Blutung ist, weil er ja offensichtlich eine Gottheit des Blutens ist. Verzögert. Das ist alles verzögert, was der macht. Okay. Ja. Das wird also ein Boss, der wird mich wieder abfangen, weil der ziemlich verzögert zuhaut. Oh, der ist doch nicht immun gegen Bluten, das ist gut. Gute Erkenntnis. Oha. Ja, der wird schwer. Ich lern's aber auch nicht, gell? Was? Is mine and mine alone. Was bitte? Okay. Wir halten mal fest. Übergang in zweite Phase castet er irgendeinen Bullshit, der wo man dreimal komplett das Leben, also was heißt, der wo man ungefähr ein Drittel von meiner Lebensleisten nimmt und Blutungsschaden macht. Das heißt, wenn ich im Übergang zur zweiten Phase keine Heilung mehr habe, bin ich am Arsch, weil ich mich nicht mehr dagegen heilen kann. Aber er haut verzögert zu, in 80% der Fälle. Auf Distanz gehe ich scheiße, weil er da ständig mit seinem Blutungsscheiß daherkommt. Und wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie mit der Heilung aushalten. Bis zumindest Übergang zweite Phase. Ich weiß ja nicht, was er sonst noch macht. Ein sehr geiler Boss, kannst du sagen, was macht. Vom Design her bisher alle Bosse eigentlich. Der schaut auf jeden Fall richtig sexy aus. Also für einen Boss. Ne? Uff, ist auch klar. Okay, schauen wir mal. Ja, Learning by Learn and Earn. Wir müssen erst einmal einwachsen in das Ganze.
Wieder verzögert. Ist alles verzögert. Außer der Stichangriff. Die Stichangriffe haben schnell, die Wischangriffe alle verzögert. Bisher. Ja, da lässt er den nicht mehr heilen. Du hast keine Chance mehr. Gar nicht an einen ohne. Du kannst nicht weg und du kannst nicht zu, wie so gefühlt. Gerade. Wieder verzögert. Jetzt. Ja, genau, da gibt der Stichangriff, okay. Alter, das ist ja komplett broken. Der heilt sie sogar noch. Wow, der Boss ist ja mal richtig, der ist ja richtig krank. Der Boss ist richtig krank. Der ist richtig krank, der Boss. Du verbrauchst also schon mal automatisch 3 Heilung, nur für das, dass er in die zweite Phase kommt. Und er heilt sie dann noch dazu. Jetzt pass auf, jetzt probiere ich mal. Jetzt probiere ich mal Großschwert gegen den Typen. Wie wir da zurechtkommen. Aber der Boss ist heftig. Der ist absolut heftig. Der Stichangriff ist schnell. Ah, der Schlag. Okay, schwere Angriffe brauchst du gar nicht erst versuchen. Okay, Bandschelle. Ah, okay, ich komme gar nicht klar gegen den Boss. Schwere Waffen, nicht so gute Idee. Mozart, da ist er ja wieder. Merci für den Raid. Habe die Ehre. Wie war's? Wie war der Stream? Was hast du überhaupt gemacht? Musik gespielt wahrscheinlich, oder? Der verzaubert mich ja irgendwie.
Oh, den habe ich nicht können sehen, okay. Das ist halt pervers. Das ist halt pervers. Boah, Alter, ich weiß vorher jetzt gerade echt nicht, wie ich den schaffen soll. Ach du Scheiße, ist der Boss brutal. Es ist halt... Ja, Gott muss ich. Sehr gut. Rot Ignis, habe ich dir. Red Ignis. Hast du dir mal umbenannt? Weil du bist scheinbar schon mit meinem Chat gewesen. Oder, keine Ahnung. Weiß nicht, weil normal wird man bei WhatsApp, wenn einer eine neue Chat-Nachricht schreibt. Habe ich dir auf alle Fälle, ist eh wurscht. Der Boss ist bösartig. Der Boss ist bösartig. Du brauchst allein schon, wie gesagt, du brauchst allein bei Übergang Phase 1 auf 2, 3 fucking Heilung und er heilt sie. Er hält noch dazu unfassbar viel aus. Er macht Blutungsschaden. Oh, Alter, ich weiß nicht, wer den. Ich weiß echt gerade nicht, wer den Boss machen soll. Es kann wahrscheinlich, wenn ich die erste Phase relativ in Anführungszeichen, unbeschadet überstehe. Nope, bist neu. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Aufenthalt bei uns in der Bazi Gang. Viel Spaß. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder wenn es unklar ist, einfach die Frage fragen. Ja? Die Nachricht drüber war es ja erst. Ah, da stand's, ja. Ah, ja, stimmt, bei der Raid-Command, ja, jetzt stimmt. Ja, habe ich überlesen. Es tut mir leid. Recht sauer, weil du noch recht fertig warst von dem Korbitsch-Mann. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du noch nicht ganz so auf dem Dampfer bist. Aber immerhin bist du auf dem Weg der Besserung, das ist ja schon mal was. So, jetzt probieren wir das nur mal. Das wird ihm schon irgendwie gehen. Aber auf alle Fälle, glaube ich, ist der Anwärter auf den neuesten, schwierigsten Boss jetzt einmal in Elden Ring, was ich bisher so gesehen habe. Okay, seine Wischangriffe bestehen doch nicht nur aus verzögerten. Ah, den sei Zack, Dreizack oder unfassbare Range. Jetzt müssen wir schnell kurz auf Abstand bleiben, damit meine Blutung ein wenig runtergeht. Ah, es gibt noch Follow-up. Ja, da kommt immer Follow-up nach dem. Ich kann ja nicht einschätzen, mal hat er zweimal zu, mal einmal, mal dreimal, das ist ganz schwierig. Da kannst du nicht mehr aussehen. Alter, das ist halt pervers. Alter, du weißt halt nicht, wo du hin sollst, weil du überall irgendwas abkriegst. Da kommst du jetzt gar nicht an ihn ran, weil du permanent Blutungsschaden kriegst.
Wow. Okay, Leute, ich bin jetzt kurz am... Ich bin jetzt tatsächlich in Erwägung zu ziehen, da einen Aschegeist zum rufen, weil der ist absolut krank. Der Boss ist pervers. Also ich habe in meiner Souls-Spielerkarriere schon einige Bosse gelegt. Und ich kann euch sagen, der ist ein anderes Level. Du kannst gegen diesen Boss nichts tun. Das ist... Der verzaubert einfach den ganzen Boden und egal wo du hingehst, kriegst du Blutungsschaden. Das ist unfassbar krank. Das ist unfassbar krank. Ich hab doch Hausmeier gedrückt. Oh, komm schon. Ja, was ist jetzt mit meinem... Ja, der ist heftig. Ist das der, den wir gestern gesucht haben? Nein, den haben wir schon hinter uns. Das ist wieder ein anderer. Aber der vorher war schon nicht einmal so schlecht, aber der ist einfach... Der ist ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie ich den Boss machen soll. Ich habe keinen Plan. Ich mache Ausweicher, ist schön und gut, aber egal, wo ich hinspringe, ich kriege halt trotzdem Schaden. Ja, das habe ich jetzt gerade überlegt, aber ich glaube, dass ich da dazu fast nichts habe. Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Das kann vielleicht was helfen. Hebt alle FB-Kosten auf. Ja, jetzt pass auf. Vielleicht können wir das einmal nehmen. Warte mal, jetzt habe ich da kein... Ja, kann man. Ja, jetzt pass auf. Das fällt mir jetzt in meinem Hintergrund. Aber direkt gegen Blutung habe ich tatsächlich nichts. Wie hat der geheißen? Meinst du der jetzt oder den davor? Den, wo wir davor gemacht haben? Der davor hat Rickard geheißen. Und der heißt jetzt Mod? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Will noch mal schauen. Jetzt probier's noch einmal so, wenn es dann wirklich. Also, wie gesagt, du kommst halt irgendwie gefühlt nirgends hin, ohne dass du irgendwas kassierst. Den Richie hast du gemeint. Der heißt jetzt Mock und der andere hat Rickard geheißen. Es ist das, egal wo ich ausweiche, ich krieg irgendwas ab. Wenn ich in das Feuer reinrollen, kriege ich Blutungsschaden. Wenn ich nicht wegkomme von ihm, kriege ich von ihm Schaden. Ich bin verzögert. Den Schlag lerne ich einfach nicht.
Gott, ich hasse die verzögerten Schläge so stark, ich kann es nicht sagen. Ich krieg sogar hinter ihm, wenn ich durchgerühmt bin, schon Schaden. Das ist so pervers. Das ist so pervers. Ich brauche 4 Heilungen gegen den. Nur, weil er seine Phase wechselt. Ja, also, keine Ahnung, wie soll ich das machen? Das ist ja fast... Das ist ja es ist das egal, wo der hinschlägt. Vielleicht keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich den Boss machen soll. Der kriegt, keine Ahnung, der hat gefühlt alles. Der hat alles gegen einen, was er einsetzen kann. Ja, jetzt hilft's nicht. Machen wir es anders. Das hilft euch. Der ist wirklich. Ich hab kein Mittel nicht gegen den. Das ist, ich kann ausweichen, aber ich krieg halt trotzdem eine aufs Mal. So, auf die Art. Dann hilft jetzt alles nichts. Das war jetzt ein bisschen ein Bitch-Move, aber. Wenn er es. Ich kann den anders gerade nicht machen, weil er mir nicht aussieht. Ja genau, mein Aschegeist sägt den Schlag und leidet nicht aus. Ja, sehr gut. Der will sogar mit Aschegeist nicht einfach. Nervt mich. Er müsste seine Patterns ein bisschen lernen. Fünf Heilung nur für das. Nur für das. Allein nur für das, dass er einfach auch noch eine Phase kriegt. Da kommst du gar nicht an ihm. In das Feuer, wenn du einiges kriegst du Blutungsschaden. Das ist nicht wenig. Fick dich? Er ist selbst mit Aschegeist brutal schwach. Gut, wobei man fairerweise schon sagen muss, dass ich mir in der ersten Phase halt einfach blindlings da reinwirf. Jetzt in dem Versuch, ohne dass ich mit ansatzweise drauf schaue, was er macht. So. Aber den Leute mache ich mit Aschegeist, weil das ist heftig. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ohne dass ich an den Oni komme. Das ist halt, es war nicht so tragisch, aber wenn der im Phasenwechsel einfach 5 Heiltränke von mir frisst, weil ich mich dagegen heilen muss, dann ist es heftig.
Hey, weich doch aus, was ist denn? Am Arsch. Alter, wo soll es denn da hin? Das ist, wo? Wo soll ich denn da ausweichen? Wie soll denn das gehen? So, egal wo ich hingehe, ich krieg überall Blutungsschaden. Leck mich am Arsch. Also der ist ein ganz anderes Level. Der ist ein ganz anderes Level. Da war ja bisher wirklich alles ein Schmarrn dagegen. Da war sogar der, wie hat der Idiot geheißen? Der eine da mit dem Schwert, den wo wir vor 2 oder 3 Streams gemacht haben. Da habe ich ja schon gesagt, der ist ein neues Level. Aber das ist ein Waisenkind dagegen, gegen ihn, oder? Der ist ja brutal. Der ist ja absolut brutal. Also er ist ein neues Level von schwierig. Hat jetzt fast sagen. Wir lernen den Schlag einfach nicht. Egal, wie gesagt, egal wo du da hingehst, du kriegst überall Blutungsschaden. Du kommst quasi an den Boss basically nicht einmal an. Keine Ahnung. Legt mich am Arsch. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Mechanik da. Ich weiß nicht, wie die Mechanik da funktioniert. Aber du stehst basically eigentlich nur rum und kriegst Schaden. So auf die Art. Du kommst nicht an einem an, ohne irgendwie was zum kriegen. Du kriegst einfach permanent Blutungsschaden. Das, was ich jetzt einmal probieren kann, war mit 2. Jetzt pass auf, pass auf, ich beschwöre meinen Aschegeist mit Doppelschwert und ich kämpfe dann mal mit Großschwert. Vielleicht haut das hin. Nein, Mozart, der verzaubert die, der hat da so einen Ring um die der castet dir quasi so einen Fluch auf. Das ist wie so ein Symbol, das ist um die und da hat er die und das kannst du nicht verhindern. Das kriegst du einfach. Du hast überhaupt kein Ding nicht, ob du Blutungsschaden hast oder nicht. Der castet das einfach auf die drauf und dann kann er das machen. Und das ist halt broken.
Weil du halt im Phasenwechsel allein schon 4 bis 5 Heiltränke brauchst. Und das ist halt schon sehr kriminell. Also ich hätte mit Fake gerechnet, aber nicht mit sowas. So, der mit Doppelschwert. Aber jetzt hat's sie, du Arschloch, du! Ah, fast! Aber ich glaube, so kann es werden. Ja, der Blutungsbalken. Der Blutungsbalken. Das ist aber noch nicht Blutungsschaden. Blutungsschaden kriegst du dann, wenn der Balken voll ist. Das ist ja nur die Anzeige, dass du Blutung kassierst. Und da kommst du nicht aus. Wenn die berührt, hast du schon Blutung. Selbst wenn er dich nicht berührt, kriegst du Blutung, weil er das auf den Boden hinkastet. Das kannst du nicht vermeiden. Aber, jetzt wenn ich auf meine Heilung ein bisschen besser geschaut. Die Fähigkeit von dem Schwert ist ziemlich OP. Muss man einfach mal herkommen, bis er da ist. Oh, ich weiß nicht wohin. Du bist einfach, wenn in dem Feuer, wenn du drin bist, kannst du nichts mehr da. Bist einfach festgestaggert. Aber ich glaube, so geht's. Jetzt haben wir nämlich fast. So kriegen wir. Ich muss mir die Dinge aufheben. Die Spezialfähigkeitsangriffe, die muss man aufheben bis zu einem gewissen Punkt. Ascheträne, wie schaut's denn aus? Magst du vielleicht einmal was da? Ja, hallo, du stehst nur mal an! Was ist denn mit dir? Ja, verglitscht, da die Sache. Ja, schön, dass du auch mal angreifst. Warum haben die jetzt ein Schwert heraus? Ja, das ist einfach gewachsen. Da kann ich mich eigentlich umbringen lassen. Ja.
Ja, okay. Ja, nicht aufpassen. Jetzt kennst du ja aus, sehr gut. Ja, der Boss, der Boss ist Next Level schwierig. Der ist Next Level schwierig. Das ist unfassbar. War alles nicht ganz so tragisch. War alles nicht ganz so tragisch, wenn er eben das mit der zweiten Phase nicht hätte. Ja, Mozart, da darfst du das sagen. Weil das ist pervers. Das ist absolut broken. In meinen Augen. Weil du nichts gegen ihn tun kannst. Verpiss dich, Alter, du unfaires Arschloch, Mann. Alter, Fuchs. Alter, was ist das? Wir krank. Wir krank. Ja gut, der gibt da mal fucking 420.000 Seelen. Der gibt 420.000 Seelen. Einfach einmal so. 420.000 Seelen. Der... Oh, Alter. Okay, aber der ist pervers. Der ist... Also... Alle Bosse jetzt mal auf Zeiten zu. Der toppt sogar einen Ishin. Der toppt sogar einen Ishin aus Sekiro, was lange Zeit mein all-time schwerster Boss in alle Souls-Spiele war. Der toppt den. Der toppt den sogar. Aber das ist so pervers, dass der einfach im Phasenwechsel einfach einmal 5 Heilungen zirkt. Einfach einmal so aus dem Nichts und sie einfach selber heilt dadurch. Danke für die GGs abgesehen, aber am First Try. Ja, wenn's die anderen 20 Fails abziehst, dann schon. When mixed into your flask of wondrous physic, the purifying crystal tear negates the blood curse Mog performs before the start of phase 2. This allows you to avoid having to use 3 healing flasks just to survive the curse. You'll find this crystal tear at the second Church of America in the Altus Plateau after you kill the Eleonora Violet Bloody Finger NPC there. Okay, es gibt quasi eine Heilflaschen gegen Blutung. Okay, sowas kann man vermuten, sowas haben wir auch fast gedacht. Aber find das Ding blind. Spiel Elden Ring, so wie ich, blind, ohne was zum Wissen und find das Ding nicht. Du weißt ja nicht, wo du es kriegst. Du kannst dich dumm und dämlich suchen. Und so wie ich das sage, ist dieser Main-Boss, weil er Cutscene war, also sprich früher oder später musst du den machen. Dann schaut's aber düster aus. Ja? Da schaut's aber bitter düster aus. Du musst einfach so gut sein, dass du ihn legst, ja? Oder Aschegeister bespielen. Den kannst, also ich sag einmal so, wenn den einer ohne Aschegeist blind legt, Hut ab. Das ist schon ein ganz starkes Level dann, wenn du das spielen kannst. Also ich kann's nicht. Offensichtlich, ich kann das nicht. Aber ja. Der Boss ist verdammt hart. Also der ist
An alle zukünftigen Elden Ring-Spieler werde ich bei Nachspielen mehr gefreut sein auf den, der hat Haare am Arsch. Ja? Nicht nur am Arsch, der hat es gefühlt überall. Außer im Gesicht, weil da hat er 2 Händel. Aber ist wurscht. Langt zwar nur für 2 Aufstiege, aber gut. Wie wir gerade festgestellt haben, ist mehr Gesundheit mehr gut. Ja, der Boss ist halt... Jetzt Spitzenreiter, was Schwierigkeit umgeht. Definitiv. Definitiv Spitzenreiter. Es steht da im Guide als erstes drin, dass du einen Aschegeist verwenden sollst. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Ich hab mir zwar eigentlich vorgenommen, die Mainbosse ohne Aschegeist zu machen, aber bei dem, also da meine ich, ist mir jetzt keiner besser, dass ich bei dem eine Ausnahme gemacht habe, weil ich habt es selber gesehen, wie pervers das der war. Es war sogar mit Aschegeist schwer, den zum Legen. Gut. Was ist, wenn ich ja sag? Keine Ahnung, nix. Was soll denn dann sein? Das ist dann deine Meinung. Gut. Dann haben wir jetzt die 2 optionalen Gebiete. Schaut's mir, das optional waren. Außer der, weil das scheint scheinbar ein Mainboss gewesen zu sein. Da gibt's wahrscheinlich eher nichts mehr zum Holen. Ja, wisst ihr was? Jetzt holen wir uns das Kartenfragment da noch. Weil da geht's ja storytechnisch dann offensichtlich weiter. Von da aus. Schaut's jetzt einfach mal, ja. Alter, wenn das ja jetzt schon so hart war, wer werden da uns optionale Gebiete sein? Das, was wir ja gestern noch kurz gefunden haben. So, jetzt müssen wir da mal einen Marker setzen. Also dort Orientierung nicht verlieren, das ist da hinter zu, okay. Dass wir mal Karten ein wenig aufdecken können. Weil da hinten muss es ja weitergehen. Irgendwo, oder? Haben wir da richtig? Ja, man kommt auf alle Fälle da oben. Jetzt schauen wir mal. Halten wir uns da einfach mal an der Wand. Ja, da wird schon wieder so greisig neblig. Ich mag das nicht. Ja, wenigstens ist das... Alter, den hat schon nur erlitten. Ah ja, Drache mit Frosch schon, alles klar. Der ist auf alle Fälle gut getarnt. Aber der ist mal nicht optional, wenn man nicht alles täuscht. Den glaube ich, muss man nicht machen. Da fahren wir voll rum, ja. Also, dezenter Drache im Weg standen. Jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden das wir an dem Vieh machen. Wenn wir bei dem gar keinen Schaden machen, dann wissen wir, okay, da sollte man nicht her. Also was heißt, den sollte man nicht machen. Jetzt noch nicht. Gut, allerdings fragen wir dann auch irgendwann einmal, ja, wann sollte man denn dann machen? Ja, weil wenn ich jetzt halt noch nicht starten habe, wann dann? That escalated quickly, ja, definitiv. Boreal ist der eisige Nebel. Naja, viel Schaden ist jetzt nicht. Ja, wobei es geht. Er kann da als blauäugiger weißer Drache sein, oder? Stimmt.
Ja, macht nicht weniger, aber. Ja, dafür schon. Führen. Oh, okay, der macht Eisfell. Oh, Eisnebel, gefährlich. Oh, ich krieg Fieber. Ja, okay, und tschüss. Okay. Ah, nö, da warten jetzt aber mal auf dezent. Hat der Chat, habt ihr aufgepasst, hat der mal Blutungsschaden gekriegt von mir? Oh nein. Jetzt hat. Okay, der kam unerwartet. Ja, Hauptsache, da rennen Reh umeinander mit einer Seele in Ruhe, dass du sagst.
Angriff. Hello there! $100.000 Seelen. Ja gut, wenn man weiß, dass da Drache ist, dann kann man auch Kämpfer geben. Aber wenn man es natürlich nicht weiß, immer schön auf Knierscheiben. Mehr auf Knierscheiben zusammenhauen ist mehr gut gegen so große Gegner. Danke für die GGs. Die Drachen sind eigentlich, wenn man weitläufiges Gebiet hat, so wie da jetzt, haben die mit dem Pferdl eigentlich relativ easy, weil du brauchst ihn gerade umlaufen. Du musst halt nur eigentlich oben schauen, dass du relativ nah an ihm dran bleibst, weil die Atemangriffe, die haben, also egal ob es jetzt Feuer, Eis oder was weiß der Teufel was ist, das macht böse Aua, tatsächlich. Fragment wird aber wahrscheinlich nicht da unten sein, wenn es mich fragst. Wir sind da... Ja, okay, ich bin jetzt da herum. Oh, leck, was ist denn das? Okay, das ist eine Mischung aus Dobermann und Tyrannosaurus Rex. Okay, alles klar. Gibt es da irgendwo einen Ort der Gnade? Ort der Gnade wo? Da hinten ist auf alle Fälle ein Siegel. Wir müssen über die Ketten drüber. Der arme Drache. Ja, der ist gut weiter. Scheiß Fliegelatz da. Es gibt aber tatsächlich einen Haufen Drachen in dem Spiel. Ah, das schaut mir nach einer Festung an. Oder ist das die Festung, wo wir gestern drin waren? Das kann natürlich auch möglich sein. Jetzt passt so wacht. Jetzt bestimmt ein Ort der Gnade da drin, oder? Wächtergarnison. Gut, vielleicht gibt es da aber auch keinen Ort der Gnade. Ah ja. Ja, okay, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ich merke schon, das Spiel nimmt jetzt ganz, ganz gewaltig an Schwierigkeit zu. Ich möchte eigentlich nur das Kartenfragment, mehr möchte ich ja gar nicht. Ja, aber das ist halt aber auch nicht da unten, wenn du mich fragst. Aber das ist da auf der Seite dann. Alle über Ketten, weil es eh wurscht ist. Ah, da hinten ist ein Ort der Gnade, das ist gut für uns. Gut, perfekt. Ach du Kacke. Immer wenn du meinst, es kommt nicht mehr recht viel, dann kommt wieder so ein Fleck von Gebiet dazu. Belastend. Ich frage mich halt, wie lange das Spiel umgeht. Da ist halt auch noch alles stockfinster. Aber jetzt ist zumindest einmal der Baum komplett aufgedeckt. Das ist ja das optionale Gebiet, scheinbar optionale Gebiet, das wir gestern gefunden haben. Wie groß soll die Karten denn sein? Ja.
Genauso ungefähr haben sie das die Entwickler auch gedacht. Ich tippe jetzt einfach mal, weil ich es nicht besser weiß, aber rein der Vermutung noch, ist ja das jetzt unser Hauptgebiet für die Story, wo wir hin müssen. Ja? Und ich tippe jetzt einmal, dass wir da her müssen. Weil das, weiß ich nicht, ein großer roter Fleck auf einer Map heißt immer, hey, da gibt's was Besonderes. Also tippe ich mal, dass wir da dann her müssen, irgendwann einmal, hauptmissionsgebunden. Wie auch immer. Ich müsste halt echt einmal schauen, dass ich jetzt, also ich werde jetzt offstream mal schauen, dass ich meine Waffen weiter aufwerte, weil schon langsam werden die Gegner richtig ekelhaft. Ekelhaft Henke und ekelhaft viel Damage machen mittlerweile. Ich kann ja nicht abschätzen, wie weit wir schon haben. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, nicht mehr weit haben. Ja? Also ich glaube, dass wir, weiß ich nicht, bei ca. 70% haben vom Spiel, von der Handlung her, weil recht viel kann ja jetzt eigentlich bald nicht mehr kommen. Aber gut. Allein wenn ich sehe, was da schon wieder alles für Zeug umeinander rennt. Ich werde mich dann dahinter auf alle Fälle nur mal ganz in Ruhe umschauen, offstream. Wahrscheinlich. Aber gut, muss ich dann schauen. Leute, für heute hauen wir noch einen Hut drauf. Ich glaube, das ist ein guter Plot-Twist. Oder Cliffhanger, wie auch immer. Heute war es anstrengend. Heute ist mein Chat schon wieder weg, ich verstehe das nicht. Was ist denn da kaputt? Hat das sonst irgendwer von meine Streamer-Kollegen, hat das vorhin auch sonst irgendwer, dass er vor mir, wenn man einen Szenenwechsel macht, dass der Chat weg ist? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, was da kaputt ist. Das ist seit gestern. Und ich weiß nicht, an was das liegt. Muss ich schnell aus dem Spiel rausgehen? Moment. Gut. So, brauchen wir noch Muse. Gab es ein Update von OBS, habe ich gestern ein Update gemacht, ja. Das neueste. Das wo da. Ich habe es jetzt eigentlich die letzten Wochen oder letzten Tage eigentlich nicht gemacht, weil da hat es mal so einen Bug gegeben, dass da irgendwie irgendwas cheerst. Deswegen habe ich es erst mal übersprungen, aber gestern haben sie mir dann gesagt, ja, das Update kannst du jetzt machen, der Bug ist behoben. Und jetzt habe ich das gemacht und jedes Mal, wenn ich Szenenwechsel mache im Endeffekt, also ich meine, der Vorführeffekt wird jetzt wahrscheinlich gleich kicken. Jetzt, wenn ich da reingehen, ist alles in Ordnung. Ja, okay, jetzt ist keine Ahnung, warum das auch vor mir verschwindet. Ich weiß nicht. Das war aber gestern das erste Mal tatsächlich, da wo ich mich gewundert habe. Weil ich habe ja nicht quasi das nicht ausgestellt, dass Chatnachrichten verschwinden. Also was heißt, die bleiben halt einfach da. Aber ich hab keine Ahnung, an was das liegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Leider halt Elden Ring war halt extremst intensiv. Schauen wir uns Offstream an, kriegen wir schon. Ja, ich glaube, das ist irgendeine Kleinigkeit wahrscheinlich. Wahrscheinlich von OBS selber ist das irgendeine Einstellung, die wo neu dazugekommen ist und keine Ahnung. OBS doing OBS things. Hat mir gestern wie heute sehr gut gefallen. Danke dafür, schau gern zu bei dem. Merci, der Boxer, das Kompliment bedeutet mir sehr, sehr viel. Ja? Nicht für OBS. Ja, kriegen wir hin, das ist eine Kleinigkeit. Solange es nur das ist, solange der Stream sauber läuft und solange alles sonst weitere auch so funktioniert, wie es funktioniert, so ist recht. Ich meine, das ist. Ja, jammern auf hohem Niveau. Danke für den tollen Stream, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Mich freut es, dass es Ihnen gefällt, auch wenn ich manchmal ein wenig angespannt bin. Aber ich muss mal wirklich jetzt nochmal hinterher ein wenig nüchtern betrachten, der Boss ist verdammt schwer. Also der Blutidiot oder der Mock, glaube ich, oder quasi, der ist wirklich. Lädt mich am Arsch. Das ist schon. Ja. Schon sehr, sehr hohes Niveau von From Software. Also da musst du schon. Einen Anfänger darf ich dem Boss jetzt nicht zutrauen. Ja? Ich hätte mir noch selber nicht zutrauen, abgesehen davon. Gut. Thanks, war lustig. Merci dir. Freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat. An der Stelle sei mir kurz dazu gesagt, Ausrufezeichen Discord an alle Neuen. Vielleicht ist das auch für den Mr. Ignis oder Mrs. Ignis. Ich weiß nicht, ob du männlich oder weiblich bist. Vielleicht ist das was für die. Eng, komm gerne mal auf meinen Discord selber drauf. Da kommt eine Stream-Ankündigung jede Woche. Da weiß genau, wann ich live gehe und was gespielt wird. Und drück an meinen kostenlosen Following-Button, falls du es noch nicht da hast, weil der, wie ich schon gesagt habe, der kostet nämlich nichts, aber er darf mir schwer helfen.
In diesem Sinne, vielen Dank dafür. Elden Ring war auch straff heute. Dagegen war Naruto entspannt. Eigentlich hätte man es anders umspielen sollen. Mr. Ignis oder Mrs. Red Ignis, merci für den Following. Danke dir. Normal hätte man es anders umspielen sollen, tatsächlich. Erst Elden Ring und dann Naruto zum Oberkämmer. Aber mein Gott, es ist nicht ein Souls-Spiel. Es ist und bleibt ein Souls-Spiel, die werden immer mal wieder schwierig sein. Und das war halt heute der Punkt, wo ich so gesagt habe, okay, und jetzt wird's anstrengend. Aber gut. Gehört dazu. Und wer hat es auch gefallen, sehr gut. Gut, dass du das Name sagst. Sagst du, ich sag nichts umsonst. Danke dir. Vielen lieben Dank. So, Freunde, wie wir jetzt nächste Woche streaming-technisch ausschauen, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Montag, Dienstag definitiv nicht, weil ich Spätschicht habe. Wahrscheinlich, Stand jetzt. Ja? Das ist aber noch ohne Gewähr. Wie gesagt, da ist der Ausrufname auf meinem Discord-Server. Wahrscheinlich jetzt Mittwoch. Mittwoch auf 4:30. Aber wie gesagt, es sind noch Angaben ohne Gewähr, das erfahre ich erst im Laufe der nächsten 24 Stunden irgendwann, schätze ich mal. Ja? Da spielen wir dann mit Naruto weiter, weil Elden Ring war jetzt quasi der Abschluss von heute. Also spielen wir Mittwoch Naruto weiter und der nächste Stream wird dann wahrscheinlich am Freitag sein. Da spielen wir dann wieder Elden Ring. Ja? Vielleicht machen wir Freitag auch eine Abendsession, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Genau. Mr. Optio gut zu Fuß haut gerade einen Link fürs Discord rein, das ist sehr zauberhaft. Vielen Dank dafür. So, jetzt passt so 8. Ich werde ihn jetzt auf alle Fälle zu einem Streamer-Kollegen von mir weiterleiten. Zum Feuerwehren. Ja, eine gute Haut von uns. Auch borisches. Er macht dabei so Mischstream, mal borisch, mal Hochdeutsch. Der macht heute einen 12-Stunden-Stream. Der glaube ich macht das anlässlich seines Geburtstages, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Wenn er nicht kennt, lasst ihm gerne mal ein Following da, der freut sich da bestimmt. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Gestern als auch heute war ein sehr schönes Streaming-Wochenende, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben jetzt eine dreistellige Followerzahl erreicht. Hätte ich sowieso nie gedacht, dass das als kleiner Mundartler überhaupt möglich ist. Das ist Enker verschulden. Ja? Es hat die Geschubsten, die sich jetzt mal den Wahnsinn anhören, das was ich da verbringe, und das ist einfach eine schöne Sache. Ja? Da muss man auch mal, da darf sogar ich mal für den Chat haben wir da auch schon mal ein paar Bazi-Herzen und ein paar Bazi-Hypes fliegen lassen. Das geht an Enk. Ja? An jeden Einzelnen von Enk. Auch die, die jetzt vielleicht halt nicht da haben, aber das ist ja wurscht. Genau. Na, Gott sei Dank, ja genau. Gott sei Dank seid ihr schuld für das. Macht auch Spaß. So soll's auch. Ein geschubster, gemütlicher, geiler Haufen. Mehr kannst du da nicht sagen dazu. So, wie gesagt, lasst bei mir auch ein Following da. Nochmal merci für das schöne Streaming-Wochenende, für die rege Beteiligung am Stream, fürs Feedback und was das wie es ist. Ich werde mir jetzt dezent was zum Essen bestellen, weil mein Bauch hat ungefähr so ein Loch. Und ja, vielleicht hocken wir dann noch irgendwo ins Discord rein, wenn ihr mich sitzen seht. Irgendwo kommt es einfach gern dazu. Ich bin ja kein Geschammiger nicht, braucht es nicht alle, ich weiß es gar nicht. Genau, ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Bleibt vor allem gesund, bitteschön. Ja, es geht momentan wieder sehr viel Unschönes durch die Gegend. Da müssen wir uns ein wenig distanzieren. Da mögen wir uns auch gern distanzieren von dem Scheiß. Ja? In diesem Sinne, habe ich die Idee. Ich bin für heute raus. Viel Spaß beim Mr. Jan. Und wir hören uns dann unter der Woche wieder. Hoffentlich. In diesem Sinne, pfiat euch, haut's in keine. Bis unter der Woche. Auf Wiederschauen.